SRF Audio. Er kurvt mit dem Auto durch Südfrankreich, ist unterwegs in der schönen Tarnschlucht. Links und rechts steile Kalksteinfelsen, unten der tiefblaue Fluss. Aber dann ist es plötzlich vorbei mit der Idylle. Eine Rauchsäule türmt sich auf. Es brennt. Da erwartest du nicht, oder? Dass im Auto einfach plötzlich da fährst und dann siehst du die ganze Zeit da die Felswände und Wald und dann geht es um eine Kurve und dann zack, so eine Rauchwolke. Also es ist wirklich so, da gibt es doch nur im Fernsehen, in den Nachrichten, oder? Hast denn du gewusst, was machen in diesem Moment? Nein. Ja, was tun, wenn man im Wald ist und es brennt? Im Moment ist die Waldbrandgefahr groß in der Schweiz. Auch in beliebten Ferienregionen im Ausland ist es gefährlich trocken und zum Teil brennt der Wald bereits. Wie wir uns richtig verhalten, verrät ein Feuerwehrmann aus dem Tessin. Ich war mehrmals in einer Waldbrandbekämpfung dabei. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. Es kann überraschen, denn Feuer kann sehr, sehr schneller als die Menschen sich bewegen. Es kann sehr schnell gehen und das Feuer ist schneller als wir, sagt Alberto Ceronetti. Ich bin milizmäßig tätig in der Feuerwehr als Stellvertreterkommandant des Stützpunkt Feuerwehr im Mendrisiotto, der Region Mendrisiotto. Ja, wer, wenn nicht die Feuerwehr, kann uns sagen, wie wir uns am besten verhalten, wenn es brennt. Was tun, wenn man fröhlich durch die Gegend fährt und dann böse überrascht wird? Dass so ein Waldbrand überraschen kann, das weiß seit ein paar Jahren auch mein Radiogespanle Reto Wittmer aus der SRF Digitalredaktion. Als er gehört hat, dass wir heute was zu Waldbränden machen, hat er uns gleich ein Foto geschickt vom Waldbrand, den er damals erlebt hat. Ich habe euch das Bild verlinkt. Und da hocke ich so in meinem Auto, steuere so entspannt durch die enge Strasse. Es hat ganz viele Kurven. Also es ist wirklich herrlich, um so einen Roadtrip zu machen. Und dann habe ich plötzlich gegenüber am Hang, dort war es so bewaldet, ist Rauch aufgestiegen. Also so eine Rauchfahne, die unten so ein paar Meter Durchmesser hatte. Und gegen oben ist sie dann breiter geworden. So ein bisschen wie die Dampffahne, die du so über dem AKW-Kühlturm siehst. Aber die war nicht weiss da, sondern so erdig brünlich. Ja, ich bin da wirklich Zeuge geworden von einem Waldbrand, der wirklich gerade erst angefangen hat. Was ist denn da durch den Kopf, wo du im Auto hockst und merkst, ui, ich glaube, da brennt's? Das war ganz irritierend. Es war zwar ein bisschen weiter weg, so 2 Kilometer sicher. Also in dem Sinne keine Bedrohung. Aber ich habe natürlich dann angehalten und habe eben die Fotos gemacht und habe dann schon überlegt, ja, soll ich jetzt einfach die Straße weiterfahren? Weil ich hatte die Gegend ja nicht gekannt. Ich bin ja nicht sicher gewesen, ob die Straße dann vielleicht in den Brand hineinführt. Das hat zwar schon nicht so gewirkt, weil es so ein bisschen weiter oben war. Aber ja, man hat eigentlich die Kraft vom Feuer, obwohl es jetzt noch nicht so gewaltig war, hat man schon irgendwie gespürt. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass sich das recht schnell ausbreitet. Es war halt auch wahnsinnig trocken gewesen, oder? In Südfrankreich ist das natürlich noch häufiger der Fall. Und also ja, eigenartig, wirklich. Man hat ja auch gesehen, wie es trocken ist. Und dann habe ich mir einfach so vorgestellt, wow, was geht jetzt da ab? Brennt jetzt das in 2 Stunden dann wirklich der ganze Hang, oder? Ich bin dann weitergefahren, bin dann aus dieser Schlucht raus, so auf die Anhöhe rauf, über so einen kleinen Pass. Und dort sind mir dann noch irgendwie ein paar Dutzend Feuerwehrwege, Autos, so entgegen. Also mit einem riesen Garacho sind die mir entgegengekommen. Ich musste noch so an den Rand und anhalten, damit die durchfahren können. Und die sind dann offensichtlich auf dem Weg zu dem Waldbrand löschen. Hast denn du gewusst, was machen in diesem Moment? Nein, eigentlich nicht. Andere Leute auf dieser Straße haben dann auch angehalten und haben das natürlich gefüttert und so. Aber ich glaube, da hat jetzt niemand so richtig gewusst, wie man dann effektiv damit umgeht. Wenn jetzt das auch irgendwie auf einem zukommt, noch schneller. Ich weiss nicht, ob das passieren kann, wenn vielleicht ein Wind neu ist, oder? Und das, ja. Also, nein, völlig, keine Ahnung. Also, mir würde es genau gleich gehen wie Reto. Keine Ahnung, was tun. Beziehungsweise, was ist das Richtige?
Ich meine, was, wenn man in die eine Richtung fährt und dann merkt, dass das Feuer einen umzingelt? Es geht nicht darum, Panik zu machen. Mich hat interessiert, was ich mir heute in Ruhe anschauen kann, damit ich im Ernstfall vorbereitet bin. Ich habe mir mal die Gefahrenkarte der Schweiz angeschaut. Punkto Waldbrandgefahr ist die Schweiz rot eingefärbt. Die Waldbrandgefahr in den meisten Regionen ist erheblich bis sehr groß. Wenn ihr wissen wollt, wie es in eurer Region aussieht, ich habe euch die Karte verlinkt. An vielen Orten ist es auch verboten, draußen Feuer zu machen. Und die Behörden warnen mit gutem Grund davor. Anfang Monat hat zum Beispiel in Bettingen im Kanton Basel-Stadt der Wald gebrannt. Das ist quasi bei mir ums Eck. Und ich hätte nie gedacht, dass so nah mal der Wald brennen könnte. So viel zum Thema Hitzesommer. Erst gerade hat auch der Wald oberhalb von Brissago im Tessin gebrannt. Im Süden von Europa wüten bereits heftige Waldbrände. Spanien, Portugal, Frankreich, Griechenland. Da brannte es oder es brennt noch immer. Tausende sind in den letzten Tagen und Wochen evakuiert worden. In Andalusien, im Süden von Spanien, sind letzte Woche 12 Menschen durch Feuer umgekommen. Wie verhalten wir uns also richtig bei einem Waldbrand? Das wollte ich von Feuerwehrmann Alberto Ceronetti wissen. Und zwar ganz konkret. Angenommen, Sie sind in einem Ferienhaus, weit abgelegen, schauen aus dem Fenster und merken, es brennt in der Ferne. Was tun Sie als erstes? Als erstes, wie bei jedem Ereignis, wenn ich sicher bin, es brennt etwas, muss ich eindeutig die Feuerwehr anrufen. Also Alarmanruf 118 und sofort melden. Klar wäre zum Gut eine klare Lokalisierung dieses Ereignisses, also diese Feuer. Wo liegt das? In einem Tal, in einer Waldportion, gibt es höhere Bäume oder ist nur eine Wiese? Das könnte auch uns als Feuerwehr sehr, sehr nutzen. Wenn wir die Feuerwehr rufen, dann kommt sie nicht nur, um das Feuer zu löschen. Wer sich mit Feuer so gut auskennt wie Alberto Ceronetti, kann in so einer Situation auch sagen, was wir am besten tun sollen. Das heißt ja oft, man soll versuchen, ruhig zu bleiben. Aber das ist ja vermutlich einfacher gesagt als getan. Wie beruhigen Sie die Leute, wenn Sie jemanden am Telefon haben und merken, da geht es um Feuer und die Person hat Angst? Was kann da helfen, um die Nerven zu bewahren? Erstens, wenn die Personen nicht bewegen können, muss man aufgrund ein oder zwei konkrete Fragen verstehen, ob die wirklich gefährdet sind oder nicht, oder? Von diesem Feuer. Grundsätzlich, wenn Feuer brennt, die Brandgüter einmal. Also bei schwarze Wiese ist man in einer sicheren Zone. Das klingt mega logisch. Das habe ich mir aber so noch nie überlegt. Eine verkohlte Wiese oder ein abgefackelter Wald brennt nicht gleich sofort wieder. Und in einem Gebäude sind sie unter Umständen auch gut aufgehoben. Grundsätzlich in einem Haus ist man in eine mehr sichere Zone anstatt in einem Wald drin. Es könnte sein, in einem Haus gibt es noch Wasser und könnte man auch erste Maßnahmen treffen. Das könnte helfen, oder? Rund um den Haus zum Beispiel etwas Wasser zu spritzen. Wieso nicht? Das könnte uns helfen. Und ich denke, das ist sehr subjektiv. Und mit 2, 3 konkretere Fragen kann man auch die Leute ein bisschen beruhigen und auf die richtige Seite einmal führen. Also erstens, die Feuerwehr alarmieren. Das ist die erste Reaktion. Zweitens, wenn ich weit weg bin, darf ich einfach dort bleiben. Ich muss keine große Reaktion haben. Wenn ich spüre, ich werde mehr oder weniger rasch betroffen, muss ich einfach bewegen und von der Gefahrenzone einfach weggehen. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, um den Ort zu verlassen? Natürlich gibt es die Einsatzkräfte, also die Polizei vor allem, das zuständig für Evakuationen ist. Und wenn die Meldung zum Beispiel jetzt in heutigen Tagen mit Alert Suisse kommt, muss man nicht viel drüber denken, man muss einfach in eine sichere Zone bewegen. Alert Suisse, das ist die App, mit der der Bund die Bevölkerung vor allen möglichen Gefahren warnt, die sich anbahnen. Vom Waldbrand in Bettingen bei mir ums Eck
Davon habe ich zuerst via Alert Swiss erfahren. Ich habe euch die App verlinkt. Natürlich, wenn ich spüre, gibt es schon zum Beispiel Rauch oder spüre ich in der Luft, gibt es schon Anzeigen, dass der Rauch bei mir entgegenkommt, muss ich einfach bewegen. Also muss ich einfach in eine sichere Zone gehen. Und da muss man auch sehr, sehr stark aufpassen. Also Bewegungen im Wald sind nicht so einfach. Das wissen wir. Und wenn der Fall es wäre, den Brand, den Rauch gegen mir kommt, ja, eine erste, gemäß unserer Erfahrung, meiner Erfahrung, also nie bergauf laufen, sondern bergab, weil der Feuer wird sehr schneller als mich bewegen sonst. Das ist auch so ein Satz, den ich mir merken will. Nicht bergauf vor dem Feuer flüchten, sagt Alberto Ceronetti, weil sich das Feuer eher gegen oben ausbreitet. Ist in die Natur des Feuers nach oben zu bewegen, der sucht neue Waldgüter oder Brandgüter und es ist Tatsache, also der Feuer bewegt mit Sicherheit schneller als uns und eine sichere Zone muss man entweder quer oder bergab suchen. Es gäbe also 2 Gründe, die gegen die Flucht nach oben auf den Hügel sprechen. Erstens, da wolle das Feuer auch hin und zweitens könne es schneller sein als wir. Ich muss jetzt an das denken, was Reto Wittmer in seinen Südfrankreich-Ferien erlebt hat. Orientierung kann so eine Sache für sich sein. Und das Ding ist ja, wenn man sich in der Gegend nicht wirklich auskennt oder nicht weiß, wie sich ein Feuer verbreitet, weiß man ja gar nicht, wohin man flüchten soll. Also Sie haben schon mal erklärt, oder lieber den Berg runter als den Berg rauf. Aber an was kann ich mich sonst noch so orientieren, wenn ich nicht weiß, ob mich das Feuer umzingelt oder keine Ahnung habe, wie sich das Feuer entwickeln wird? Wohin soll ich da gehen? Die gefährlichsten Zonen nach meiner Erfahrung sind die Kleintäler. Also entlang der Kleintäler oder Wildbächler wird ein Feuer so eine sogenannte Kamineffekt anzeigen und wird dort eher rascher anstatt draußen bewegen. Also nie in eine Kleintäler, auch wenn man könnte meinen, ja, es gibt etwas Wasser drin, hätte man eine sichere Zone dort. Nein, also das wäre falsch, nie eine Kleinteil oder in eine Wildbach sich einplatzieren, sondern draußen, sicher draußen von dem Wald. Also man muss sich raus vom Wald bewegen in eine sichere Zone, wo wenige Vegetation ist. So grundsätzlich erklärt. Angenommen, ich bin irgendwo in den Ferien, ich habe keine Ahnung von meiner Umgebung, ich habe keine Push-Meldungen von den lokalen Rettungsbehörden und ich merke, es brennt und ich finde es unheimlich, ich habe Angst, ich will weg. Das heißt, nicht den Berg rauf, sondern die Karte anschauen und so schnell wie möglich aus dem Waldgebiet hinaus. Ja, und wenn keine Ahnung, Rega anrufen. Tag und Nacht sind die bereit und kommen die und nehmen die Leute zur Sicherheit. Also, am besten alle wichtigen Rettungsnummern abspeichern. Und noch besser dafür sorgen, dass Feuerwehrleute wie Alberto Ceronetti nichts zu tun haben. An vielen Orten ist es zurzeit ja verboten, im freien Feuer zu machen. Dann gibt es zum Teil aber Ausnahmen, dass es an offiziellen Feuerstellen erlaubt ist. Was darf man und was darf man nicht aktuell? Bei absolutem Feuerverbot im Freien ist es klar, man darf nirgends ein Feuer entzünden. Und es gibt immer eine graue Zone, oder? Darf man den Bratwurst auf dem Feuer braten? Also neben der Natur in eine freigestellte Feuer, nein, man darf nicht. Zu Hause in einem Dorf, natürlich darf man grillieren. Aber jede Person ist auch verantwortlich, dass sein Feuer keine Waldbrände provoziert. Es ist also eigentlich ganz einfach. Kein Feuer machen heißt kein Feuer machen. Und so eine Erfahrung, wie Reto Wittmer sie gemacht hat, auf die lässt sich gern verzichten, selbst wenn man so glimpflich davon gekommen ist, wie er damals. Hey, die ganze Erfahrung, verändert das irgendwie deinen Blick auf Waldbrände oder auch wie du irgendwie deine Ferien planst und so weiter? Also hat sich irgendwie nachhaltig verändert? Ja, man erlebt ja so einen Waldbrand jetzt nicht. Oder ich glaube, die meisten von uns haben ja das noch nicht erlebt. Ich habe jetzt das einmal wenigstens optisch gesehen.
Und ich glaube, ich würde jetzt, das hätte ich wahrscheinlich schon vorher nicht, aber ich würde jetzt da bei uns, sagen wir in der Schweiz, bin ich wahrscheinlich noch mehr sensibilisiert, einfach nicht irgendwie im Wald irgendwie ein Feuer zu machen oder eine Flasche anzurühren, wo ja dann irgendwie ein Glas könnte das auch entzünden, oder? Auf dem Boden. Weil ich einfach gesehen habe, wie schnell das da kann gehen. Ich habe keine Ahnung, was der Grund dort war, aber das ist einfach aus dem Nichts raus so ein Feuer. Also mir ist sich einfach, glaube ich, noch bewusster, wie schnell das kann gehen. Und gerade weil es ja jetzt bei uns halt auch mehr so Trockenphasen gibt, ist das schon so ein prägendes Erlebnis gewesen. Das war so heute mit News Plus. Wir sind den ganzen Sommer da für euch. Das heißt, wenn ihr ein Thema in den Nachrichten oder in einem Podcast oder sonst wo hört und denkt, da will ich mehr wissen, dann schreibt uns. newsplus@srf.ch ist die Adresse. Oder ihr macht uns eine Sprachnachricht. Die Nummer gibt es im Beschrieb zu dieser Folge. Heute waren Sophia Fessler, Julius Schmid, Peter Hanselmann und Rina Telli am Start für euch. Zali zusammen und bis dann. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.